Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum weiteren Stream von Blacksad. Wir sind circa in der Mitte. Wir gehen wieder zurück, glaube ich. So ich das noch im Kopf habe. Zum Boxclub. Und dort herrscht, glaube ich, ein bisschen Chaos. Ich tue gerade einen Controller connecten. Ja, jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ladebildschirm. Okay, also. Es ist doch ein Zeitchen her, wo ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe. So war das schon, als ich hierher gekommen bin. Wann sind Sie hierher gekommen? Ich versuche schon seit einer Stunde, Sie anzurufen. Beruhigen Sie sich. Ich kümmere mich darum. Hatten Sie diese Papiere bereits alle durchgesehen? Schön wär's. Nun, ich denke, es wird Ihnen Spaß machen, das alles noch einmal zu sortieren. Ja, okay. Nein. Was machen Sie da? Mögen Sie Sardinen? Wie bitte? Mögen Sie Sardinen? Igitt! Aha. Ah, jetzt können wir etwas kombinieren. Schauen wir zuerst rein. Scheint so, als würde sich der Einbrecher für Bürokratie nicht interessieren. Nicht, dass ich etwas anderes vermutet hätte, aber es ist offensichtlich, dass es hier nicht um Geld ging. Ist etwas verschwunden? Nein, wobei... Als Sie im Krankenhaus Ihre Handtasche geholt haben, haben Sie da auch die Waffe mitgenommen? Ja, ist die denn nicht da? Ich habe sie wieder zurückgelegt. Ich würde das lieber nicht noch einmal durchgehen. Zu dumm. Scheint, als hätten Sie die Waffe mitgenommen. Oh. Fußabdruck. Bingo. Was ist denn? Nichts. Nur ein frisch unterzeichneter Vertrag. Also, so drüber liegen. Oh, Scheiße. Ich habe Angst, oder etwas überlegt.
Offenbar hat O'Leary den Kampf von Yale und Stone manipuliert. Kann ich noch etwas kombinieren? Was kann ich... Oh. Der läuft so grimmig. Es liegt auf der Hand, dass Helen Moores Zigarettenetui ein Geschenk O'Learys ist. Aha. Oh, jetzt muss ich noch etwas kombinieren. Wenn sie ihn immer noch liebt, warum behauptet sie dann, ihn zu hassen? Was hat sie zu verbergen? Ja, wahrscheinlich wird jetzt da nicht mehr gefunden, oder? Vielleicht noch ein Bildchen oder so. Wem gehört das? Mary Purnell. Glauben Sie, sie war das? Eieiei.
komm jetzt, setz mich nicht immer so unter Druck. Ja, ich weiß nicht. Jetzt muss ich da ganz kurz ich da eine Chat-Anfrage bekommen. Jetzt muss ich da kurz überschwenken. Ist nicht wichtig und so weiter und so weiter. Ja. Warten Sie bitte hier. Oh nein. Könnte eine Stichverletzung sein. Das war ein brutaler Mord. Ja, definitiv. Nein. An Ihrer Stelle würde ich nicht kündigen, glauben Sie mir. Anfangs mag es noch wehtun, doch die Zeit heilt alle Wunden. Oh. Warum haben Sie auf mich gehört? Liebe Sonja, ich muss dir einige Dinge über Sachen über deinen Vater erzählen. Ich weiß sogar, dass er gewollt hätte, dass ich es dir sage. Unter anderem, dass du Miteigentümerin eines Apartments in Manhattan bist. Bitte ruf mich an. Gezeichnet, Mary Purnell. Rufen Sie die Polizei an, Sonja. Und gehen Sie dann zu einer Freundin. Gehen Sie bloß nicht nach Hause und kommen Sie auf gar keinen Fall wieder hierher. Ich wohne bei einer Freundin. Ich war bislang noch nicht mal in der Wohnung meines Vaters.
Gut. Haben Sie die Schlüssel? Wenn der Mörder nicht fündig geworden ist, taucht er dort als nächstes auf, falls er nicht schon da war. Ladebildschirm. Jetzt sind wir sicher vor der Tür von dort, wo sie wohnt oder bis jetzt gewohnt hat, von der Kollegin. Endlich hatte ich auch mal die Schlüssel zu einer Wohnung. Also musste ich nicht meine Dietriche benutzen. Oder So, wer ist da? Black Fantasy, Little Hand, Fletcher. schau sich einer das an. Der Typ hatte guten Geschmack. Heutzutage ist alles Kunst. Was kommt als nächstes? Die Kunst des Bocksprings? Das kann man auch. Das Leben des Harold Bradwick von der Unreispass. Okay. Was ist Kaum zu glauben, dass die Fäuste eines Boxers so etwas spielen könnten. Wobei ich mir sicher bin, dass er den passenden Brustkorb dafür hatte. Scheint so, als hätte Dunn bereits damit begonnen, seine Sachen mitzunehmen. Dunn? Thorpe? Keine Ahnung. Und diese beiden, die kommen mir bekannt vor. ja klar.
Der stille Löwe. Ich meine mich daran zu erinnern, dass Fitz Randolph filmverrückt ist. Aber wer weiß. Fertiggerichte auf Kantinentabletts vor dem Fernseher. Wer hätte gedacht, dass wir mal so essen würden? Dann ist seit 4 Tagen tot und der Salat da sieht immer noch gut aus. Sardinen. Seit ein paar Stunden offen. Uiuiui. Nein, ist das nie gut. Nie gut. Ei. Ach. Komm, mach nochmal. Es ist ziemlich klar, dass der Einbrecher erst in das Haus und dann in den Boxclub eingestiegen ist. Das heißt, dass er vermutlich nicht das gefunden hat, was er suchte. Aber natürlich. Jetzt weiß ich auch, wie Dan die Wohnung gekauft hat, die er sich mit Mary teilen wollte. Die Bude hier muss in 2 Wochen für den neuen Besitzer geräumt werden. Ob Sonja davon wohl wusste? Könnte durch das Ding Sonjas Geschäftssinn erwacht sein. Was hat der denn hier zu suchen? Frank Papalia. Eines der ganz wenigen Teenie-Idole, die mit zunehmendem Alter immer besser geworden sind.
Noch ein leerer Schrank. Du hast sie dir immer noch jeden Morgen angesehen? Nach all den Jahren? Obwohl du frisch verliebt warst? Vielleicht müssen wir ja gar nicht vergessen. Vielleicht verwandelt sich der Schmerz einfach in... keine Ahnung. Irgendwas. Okay, Bildli. Juhu. Ist der so reingekommen? Jeep eingeschlagen. Ich würde schon meinen, ja. Elaine. Ich glaube, so hieß Duns Frau. Jedenfalls Jade zufolge. Recht düsteres Bild. So viel ich auch suche, ich komme kein Stück weiter. Ich muss mit Sonja reden. Und vielleicht mit ihrem Onkel Tim. Aha. Das weckte... ich weiß nicht. Gute Erinnerungen? Sie sind ein Optimist, was? Es ist, als würde man sich an den letzten Tag des Sommers erinnern. Szenen voller Glück, malerische Landschaften. Und doch ist das Licht schwach und es regt sich kein Lüftchen. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich kenne dieses Gefühl. Das dachte ich mir. Man sieht es in ihren Augen. Wir haben uns in der Army kennengelernt. Wir waren alle Profisportler. Man nannte uns die Olympischen Fünf. Wer ist der Typ rechts? Angus Mitchell, unser Sanitäter. Er war Arzt bei den New York Warriors. Es war Spano, der ihn unserem Platoon zuteilte. Okay. Hey, ist das nicht Craig Spano? Der Typ auf den Morleys-Plakaten. Ja, in der Tat. Unser Captain. Er war schließlich der Älteste und Star der New York Warriors. Er war eine Waise, wissen Sie. Doch er liebte seinen Sport so sehr, dass er sagte, Baseball sei seine Familie. Er war derjenige, der dafür sorgte, dass Mitchell unserem Platoon zugeteilt wurde. Hat dann damals schon geboxt? Ja, das hat er. Ich hatte ihn schon bei einem Kampf gesehen, bevor ich ihn persönlich traf. Er war im Ring genauso bescheiden wie im Leben. Er überließ die Initiative immer dem Gegner. Ich weiß noch, dass er den Schlägen kaum auswich. Wenn man nicht auf seine Füße achtete, konnte man meinen, dass er sich gar nicht bewegte. Und die Beinarbeit. Tanzen in Reinkultur. Man konnte schon fast die Musik hören. Der Song wurde gespielt, bis der Gegner erschöpft war. Es folgte ein Trommelwirbel und Joe Dunn siegte durch K.O. Wer ist der Typ links? Ah, Viktor Sukovsky, der Sportler. Sie haben sicher schon von seinen Medaillen gehört. Was ist mit Ihnen? Ich hatte gerade bei den Milestones unterschrieben. Ich hatte noch nicht mal meine erste Partie gespielt, aber die Leute meinten, ich hätte eine leuchtende Zukunft vor mir. Und das hatten Sie auch. Der Bulle im Krankenhaus war auf jeden Fall hocherfreut, stolzer Besitzer eines Autogramms von Tim Eisenarm Thorpe zu sein. Wer hätte gedacht, dass aus mir mal Tim Eisenbein Thorpe werden würde? Was ist passiert? 2 Jahre lang habe ich gegen die Nazis gekämpft. Oben am Himmel über Europa. Und niemals auch nur einen Fuß in ein. 3 Jahre später gehe ich über die Straße, ohne nach rechts und links zu blicken. Und sehen Sie mich jetzt an. Was ist aus Ihnen geworden? Sukovsky starb am gleichen Tag, an dem Dunn verwundet wurde. Dunn wurde mit allen Ehren entlassen und kam nach Hause zurück. Er hörte mit dem Boxen auf und eröffnete seinen Boxclub. Mitchell wurde zu einem Feldlazarett versetzt. Spano und ich blieben in der gleichen Einheit. Doch nichts war mehr wie früher. Verstehen Sie jetzt, was ich mit dem letzten Tag des Sommers gemeint habe? Und nach dem Krieg? Ach, wen juckt das noch? Mich? Was ist mit Spano passiert? Na, Sie haben ja die Werbung gesehen.
Er ist ganz groß rausgekommen. Als ich mich zur Ruhe setzen musste, habe ich ihm ein paar Werbedeals besorgt. So habe ich diese Agentur gegründet. Aber dann hat er sich verändert. Er wurde mürrisch. Er ließ sich gehen. Und langsam, aber sicher verlor er jeden Bezug zur Realität. Er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und kündigte uns die Freundschaft. Hab nichts mehr von ihm gehört seit, wann? 3 Jahren? Und Sie können mir glauben, dass ich versucht habe, ihn zu erreichen. Was ist nach dem Krieg mit Mitchell passiert? Mitchell, weiß man's. Wir haben uns aus den Augen verloren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich glaube, ich habe Mitchell erst neulich gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Im Ernst? Na bitte versuchen Sie sich zu erinnern. Ich würde nur zu gerne wieder etwas von ihm hören. Ich werde mein Bestes geben. Sie glauben, Spannow könnte etwas mit Duns Tod zu tun haben? Spannow? Niemals. Er und Dunn waren immer... Nun, Spannow hat sich so sehr verändert, da ist das schwer zu sagen. Erlauben Sie mir, Ihr Honorar zu verdoppeln. Sie müssen den Mörder finden. Vielleicht ist Dunn ja mit Mitchell oder Spannow in Kontakt geblieben. Vielleicht sogar mit beiden. Aber er hat mir nie ein Wort davon gesagt. Weiß Sonja vielleicht mehr? Wohl kaum. Aber das ist nicht die einzige Frage, die ich ihr stellen werde. Darf ich? Was macht er jetzt wieder? Ja? Sonja, Nein, sie ist nicht da. Wer ist da? wo ist sie? Sorry. Wissen Sie, es ist nicht ungefährlich. Haben Sie sich schon mal gewünscht, Sie wären nie geboren worden? Was? Ich lebe ständig mit diesem Gedanken. Willkommen im Club. Zum ersten Mal habe ich mich so gefühlt, als ich gerade nach New York gezogen war. Ich habe meine Mutter gehasst. Sie war der Grund, warum wir vom Land und dem Duft frisch gemähten Grases weg in diese dreckige Stadt und den Geruch nach Medikamenten gezogen waren. Ihren Medikamenten. Das zweite Mal war nach ihrem Tod. Ich habe mich dafür gehasst, dass ich sie früher mal gehasst hatte, dass ich sie nicht genug geliebt hatte. Das dritte Mal war, als mein Vater sich von allem abgekapselt hat. Ich habe ihn dafür gehasst, weil er mich verlassen hat, weil er sich dem Suff hingegeben hat. Jetzt ist er tot, also raten Sie mal. Ihnen ist klar geworden, wie sehr Sie ihn doch geliebt haben. Schätze schon. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich weiterleben soll, ohne ihn zu hassen. In den letzten Jahren hat sich alles, was ich gemacht habe, nur darum gedreht, meinen Vater weit genug von mir fernzuhalten. Möglichst nicht wie er zu sein. Möglichst nicht die gleichen Fehler zu machen. Ohne ihn weiß ich einfach nicht, wer ich bin. Und Sie wollen nicht mal, dass ich Bobby hasse. Was mir vielleicht sogar helfen würde. Je größer der Hass, desto schlechter geht's Ihnen. Sie meinen, das weiß ich nicht? Ich brauche einen Sündenbock. Ohne so jemanden kann ich mich nur noch selbst hassen.
Was ist, wenn ich nie herausfinde, wer das war? Wir müssen sehen, was passiert. Aber ich glaube, Sie schaffen das. Sie sind bereits so weit gekommen. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht ein wenig mehr Dankbarkeit gezeigt habe. In jedem Falle sollten Sie sich nicht selbst hassen. Sie sind... Nein, Sie haben so viele Qualitäten. Sie sind so klug, wie Sie nett sind. Das hat mein Vater immer gesagt. Wieso glauben Sie das denn? Sie geben sich zu viel Mühe, Letzteres zu verbergen. Aber ich bin Detektiv. Wie auch immer. Könnten wir vielleicht das Thema wechseln? Waren Sie in der Wohnung meines Vaters? Ja, der Dieb war dort, bevor er zum Boxclub gekommen ist. Woraus ich schließe, dass er nicht gefunden hat, was er haben wollte. Und wonach hat er gesucht? Das will ich ja herausfinden. Mit Ihrer Hilfe. Ihr Vater hat seine Wohnung verkauft. Die neuen Eigentümer ziehen in 2 Wochen ein. Was? Tut mir leid. Ich glaube, er hat mit dem Geld die neue Wohnung für sich und Mary Purnell gekauft. Der Brief, den Sie da haben, erklärt den Rest. Ich wünschte, ich hätte die Chance gehabt, mit ihr zu reden. Ich habe ein Foto gefunden, das im Krieg aufgenommen wurde. Die Olympischen 5. Haben Sie einen von denen je getroffen? Abgesehen von Ihrem Vater und Ihrem Onkel. Also, Onkel Tim ist nicht wirklich mein Onkel. Nein? Mein Vater und er waren wie Brüder. Hat er Ihnen gesagt, dass er ihm das Leben gerettet hat? Ihr Vater hat Thorpe gerettet. Sie flogen zu dritt in einem Flugzeug über der Bretagne. Zukowski war der Pilot, mein Vater der Co-Pilot und mein Onkel bediente das Maschinengewehr. Zukowski starb bei einem plötzlichen Angriff. Mein Vater wurde verwundet, weshalb er nie wieder im Ring stehen sollte. Mein Onkel wechselte vom Geschütz ins Cockpit und konnte das Flugzeug noch sicher landen. Ach, wie oft mein Vater mir davon erzählt hat. Und jetzt... Haben Sie Spano jemals getroffen? Was können Sie mir über ihn sagen? Ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen, aber ich war da noch ein kleines Mädchen. Ich glaube, mein Onkel hat einen Star aus ihm gemacht, aber das ist schon lange her. Ich habe einen Baseballhandschuh mit Spanos Autogramm in Ihrem Zimmer gefunden. Nie gesehen. Mein Vater muss den da hingelegt haben, wobei ich mich nicht erinnern kann, dass er einen signierten Handschuh hatte. Eieiei. Haben Sie jemals Mitchell getroffen, den Arzt? Mitchell? Die Eidechse? Nein, nie. Warum? Ach, nicht. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo schon mal gesehen. Ich habe Ihr altes Zimmer gesehen. Das ist mir jetzt aber peinlich. Hören Sie auf, sonst hasse ich am Ende noch Sie. Ich bin auch ein Fan von Frank Papalia. Ach ja, das Poster. Ich mochte den nur, weil mein Vater ihn zu modern fand. Es ist seltsam, dass praktisch keine Spielsachen oder Erinnerungen an Ihre Kindheit in dem Zimmer sind. Bis auf eine kleine Spieldose. Diese Spieldose. Vielleicht ist das meine letzte positive Erinnerung. Die stammt noch aus der Zeit, bevor meine Mutter krank wurde und wir hierher zogen. Ich habe Piratengeschichten regelrecht verschlungen. Also hat mein Vater mir eine Schatzkarte gemalt. Ich habe das ganze Haus durchsucht, einem Hinweis nach dem anderen folgend. Schließlich kam ich zu diesem riesigen Baum im Hof, an dem Daddy eine Reifenschaukel aufgehängt hatte. Beim X liegt immer der Schatz, also habe ich angefangen, danach zu graben. Ich liebte die Musik, die sie spielte, die Ballerinen und das kleine Geheimfach. Ach,
was für Geheimnisse ich dort aufbewahrt habe. Ich glaube, das war das erste Mal, dass Sie ihn Daddy genannt haben. Wirklich? Hat der Abacus Ihr Interesse an Finanzen geweckt? Das nützlichste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Ein Geschenk von Ihrem Vater? Von meinem Onkel Tim. Er hat immer gesagt, dass heutzutage eine Frau wissen sollte, wie man zählt. Mein Vater sah das anders, allerdings nicht vollkommen anders. Die Leute hielten ihn für liberal, weil er in Rassenfragen wirklich liberal war. Aber zu Hause sah das anders aus. Ist Ihnen kalt? Etwas schon. Vielleicht sollte ich gehen. Ja, es wird langsam spät. Wie auch immer. Danke für Ihre Zeit. Ich wusste, dass ich eine Lösung vor mir hatte, aber wofür bloß? Eieiei, okay. Vielleicht hat Danja das gleiche Versteck noch einmal benutzt. Warum schwingen Privatdetektive und Verbrecher in Filmen große Reden, wenn sie sich vermöbeln? Eine Verschwendung von Sauerstoff und Energie. Ich hebe mir den Sauerstoff für den finalen Schlachtruf auf. Nein, ich konnte jetzt meine Dings nicht mehr. Ach, das ist... Oh, okay, wieder. Controller wechseln. Was ist rausgegangen? Nein, das ist nicht. Der ist noch connected. Okay. Warum schwingen Privatdetektive und Verbrecher in Filmen große Reden, wenn sie sich vermöbeln? Eine Verschwendung von Sauerstoff und Energie. Nein, Es stört mich nicht so sehr die Glaubwürdigkeit des Drehbuchs. nein. Jetzt bin ich wieder. Immer die Knöpfe. Ehrlich gesagt, stört mich die Realität noch viel mehr. Warum schwingen Privatdetektive und Verbrecher in Filmen große Reden, wenn sie sich vermöbeln? Eine Verschwendung von Sauerstoff und Energie. Was hat jetzt das Sinn?
nicht so sehr die Glaubwürdigkeit des Drehbuchs. Außerdem ist es ja auch praktisch. Wenn ein Gauner mitten im Kampf zu reden anfängt, kann es nur ein Anfänger sein. Ups. Oh.